Heute ist ein wenig später geworden mit dem Heimgehen, 5 vor 8. Aber ich habe noch ein paar Kündigungen schreiben müssen und einen Land zugeschickt. Abgesehen davon habe ich jetzt praktisch keinen A92 da mehr und kann in 10 Minuten, 15 Minuten heimfahren. Super Geschichte. Darüber hinaus war ich heute Mittag bei der Bank, habe jetzt endlich mein Sparkonto und habe meine Kreditkarten beantragt. Und davor waren wir Mittagessen in einer Burgerbude. Die in der Nähe von der Bank war, hat sich zeitlich nicht anders machen lassen. Und die Burger waren hervorragend. Du kriegst praktisch deinen Burger Medium oder Medium Well oder Medium Rare, wie du magst, mit Käse und dann bleibt der Deckel herunten. Dann gibt es ein Buffet, wo du deine Beilagen drauf machen kannst und auf der anderen Seite sind die ganzen Soßen. Die kannst du in so kleine Papadeckel-Dinger rein da und das passt super. Dann kannst du quasi deinen Burger mehr oder weniger selber zusammenstellen. Auch nicht zu teuer. Getränk ist all you can drink praktisch, kannst nachfüllen, so oft du es magst. So muss das sein. Ja, jetzt habe ich 2 Videos gemacht mit Untertitel, weil Lilly gemeint hat, das ist viel einfacher, wenn ich das einmal filmen tue und dann Untertitel hinzufüge. Aber hey, ich schwör's, Untertitel an einem 8-Minuten-Video, da sitzt du praktisch eine Stunde dran. Und deswegen mache ich jetzt alles wieder auf Englisch und auf Deutsch. Weil das tue ich mir nicht an, dass ich da und da sitze und irgendwelche Untertitel einfüge. Und weil ich bayerisch rede, kann man natürlich das nicht automatisieren, sonst der YouTube das anbieten, dass man das automatisiert macht, aber das geht in dem Fall leider nicht. Ich glaube nicht, dass jemand Lust hat, dass ich da auf Hochdeutsch umeinander palabert. Also. An der Stelle noch einen lieben Gruß an meine Frau, die wächst über sich selbst hinaus. Jetzt habe ich ihr 2 Wochen lang versprochen, dass ich mich darum kümmere, dass bei ihrem Auto das Verdeck nicht mehr automatisch aufgeht, also nur noch, wenn man auf dem Knopf bleibt und darüber hinaus der Kofferraum nicht aufgeht. Also man muss praktisch immer einen Sitz umklappen, man muss den Rücksitz umklappen, damit man was in den Kofferraum rein kann, weil die Kofferraumklappen nicht mehr geht. Und ich habe ihr jetzt 2 Wochen lang versprochen, dass ich mich darum kümmere, dass ich entweder recherchiere, was das sein kann im Internet, vielleicht kann man es selber lösen, oder habe ich dann die letzten paar Tage gesagt, ja gut, ich dürfte Werkstatt da und schau, dass wir einen Termin ausmachen. Und beides habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich ein Depp bin. Wirklich ist so. Und jetzt hat es mir heute eine Nachricht geschickt. Schau, du Depp, hab's selber gefunden. Und jetzt geht alles wieder. Du, kaum dass das nicht verwöhnen, kümmern sie sich selber um alles und es klappt. Super Ecke, bin stolz auf dich. Guten Morgen. 5:45 in der Früh. Trainingslauf. Heute ist Dienstag, der 2. Harry. Alles Gute zum Geburtstag. Lass sauber krachen. Ja. In 2 Tagen ist der Red, White and Blue Shoes Lauf. Am Feiertag muss ich einfach nur mal ein bisschen trainieren, hilft nichts. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Eine Anekdote am Rande, komme gerade heim, gelang in meine Bauchtasche rein, zum Schlüssel raus da. Reißverschluss ist auf, denke mir, scheiße, Schlüssel verloren. Ausgesperrt, Teil 2. Kurz Panik geschoben und dann daran erinnert, Schlüssel war in der hinteren Tasche von der Hosen und nicht vorne im Bauchtasche. Mir hat's kalt, ich und die Schlüssel, so scheiße. Hallo, heute Mittag im Pita-Haus, mediterran mit, keine Ahnung, arabische, indische Einflüsse. Es gibt Shawarma, Falafel. Der Mirko hat ein Dönerplate genommen und bei mir gibt es ein Chicken Shawarma. Schauen wir mal, ich mache nachher ein Bild, damit man sieht, wie das ist. Das ist der Mirko. So, bis später. Nils Holgersson and friends on the road.
Jetzt habe ich gerade unabgestimmt mit der Frau einen Coffeemaker, einen Sandwichgrill und einen Entsafter gekauft, gebraucht von Leuten, die wo zurückziehen. Ich hoffe, das passt. Und für den Entsafter habe ich mir jetzt gleich einmal Stangensellerie gekauft. Selleriesaft aus dem Entsafter ist total gesund und das ist ertrunken ab morgen, dass sich das orientiert. Ich bin in einem neuen, der heißt irgendwie Earth Fair. Supermarkt ist, glaube ich, auch eher der Bio-Supermarkt, hat unheimlich viel schönes Gemüse, unter anderem Sellerie. Und dann haben wir gleich noch Früchte mitgenommen, weil wir die ausgegangen sind für meinen Joghurt fürs Frühstück. Und jetzt brauche ich noch einen neuen Schinken und vielleicht ein wenig einen Käse, weil das Sandwich machen möchte auch ausprobiert werden. Also Erdbeer macht einen guten Eindruck und preislich glaube ich noch immer ein bisschen unterm Whole Foods. Genau. Schauen wir mal. Servus. So, wie berichtet, unabgestimmt habe ich was gekauft und zwar einen Panini-Grill. Der wird schon warm. Und auch einen Entsafter. Sagt man da, für den Entsafter gibt es morgen einen Selleriesaft und mit dem Panini-Grill mache ich jetzt praktisch eins von meinen Sandwiches, die ich mir für Mittag mitgenommen habe. Aber Mittag waren wir essen, also habe ich die Sandwiches wieder in Hand gemacht und die tue ich jetzt quasi in den Panini-Toaster und dann schauen wir mal, wie das schmeckt. Lecker schmecker.